Heute haben wir einen besonderen Gast zum Begrüßen. Hey Bro. Hey Bro. Schau da. Hallo Sam. Wie lange ist es her? 2 Jahre? Nein, 4. 3, 4. Am 13. März, am Freitag 2020, habe ich das letzte Mal geschnauft und den Boden gehabt. Es war heute ein bisschen frisch am Morgen. Aber jetzt ist es doch, eben, die Sonne scheint, das würden wir, was ist jetzt, 18 Grad? So. Ja, ich bin noch nicht 17,5. Ja, Das ist ein bisschen klein jetzt hier im Bild, aber man sieht es schon. Und Wasser, gestern habe ich geschaut, war es 14 Grad auf der App. Und, aber tipptopp da mit Anzug. Ich habe hier meine Gummistiefel noch an. Vielleicht mal schnell. Warte, vielleicht mal schnell. Ja. Jimmy nicht, der ist ein bisschen abgehärteter, der kommt natürlich aus der Schweiz. da ist man sich kalte Temperaturen mehr gewohnt. Aber das ist halt die Wochenende jetzt schon mehr Leute. Die Woche ist natürlich angenehm. Da hat man gegen etwa die gleichen Gringen, kann etwa ein Witzchen 2 erzählen, man kennt einander, kann schon mal einem reindroppen, wenn ich das Büst rausnehmen muss. Und jetzt am Wochenende ist es halt schon ein bisschen überlaufen, weil ja, wir haben halt, wie viel? 14 Millionen Nachbarn und dann kommt der eine oder andere noch für den Strand. Aber wir tun ein bisschen die Ellbogen raushaben und wir haben beide viel längere Frisuren, das gibt auch noch ein bisschen Eindruck. Manchmal hat man ja eine Vorfahrt. Also, oh, schau da, er hat eine gute verwünscht, ganz gut. Ja, etwa so stellen wir uns das vor. Jimmy ist schon nachher. Nicht stretchen oder so. Ich tue da oben noch stretchen, gell? Turnunterricht hat man gelernt. Für keine Täuscher, gängig noch zu stretchen vorher, wichtig. Noch kurz, wir sind hier in Manhattan Beach. Wenn wir nach rechts schauen, sehen wir den Pier von Manhattan Beach mit einem kleinen Aquarium vorne drauf. Und nachher, wenn wir dann nach links schauen, kommt dann als nächstes El Segundo, dann so ein Fluss, Marina. Und dann später, hinten dran ist der Venice Beach. Und nachher der Santa Monica. Und dann geht es weiter hinten und dann kommt dann Malibu. Also das ist so die ganze Küstenabschnitt. Die Chemis, die ihr der seht. Das ist El Porto, das ist die Wasseraufbereitungsanlage. Und gleichzeitig ist dort auch die Chevron-Fabrik. Und die tun dann Alben, wenn die Tanker dort anlegen, haben sie unten im Meer Röhren, wo sie das Öl in die Aufbereitungsraffinerie pumpen. Und das ist auch noch spannend. Die zahlen dann recht viel öffentliche Gelder, weil es natürlich die Anlage läuft 24 Stunden. Da ist recht viel Lärm um das riesige Fabrikareal herum. Das ist riesig. Und dann tun sie sich so ein bisschen den Goodwill erkaufen, indem sie Schulen sponsern, also Chevron, Sportplätze sponsern. Chevron hat hier eigene Truppen, die der Veloweg, wenn es geluftet hat, aus Sand drauf hat, und die dann immer wieder putzeln. Und da muss man also sagen, das ist eben der Vorteil der Privatwirtschaft. Wenn sie da etwas in die Hand nehmen, ist die eben schon effizient. Und wenn wir dann da ein bisschen stürmische Tage hatten und man mit dem Velo Richtung Norden geht, kämpft man dann hier überall mit diesen Sandverweihungen auf dem Veloweg. Man muss dann das Velo lüpfen, wenn man mit dem Rennvelo unterwegs ist. Bis man eben auf El Segundo kommt und dann kannst du dort also am Boden, ist wie eine Grenze. Und dann ist das Piquet geputzt, aufgeräumt. Und dann kann man durch El Segundo vor dem Flughafen durch, Piken fein, und dann kommt der Venice Beach, sieht es dann wieder anders aus. Gut, dort hat es nicht nur Sand auf dem Veloweg, dort hat es dann noch Zeltler und Leute und ja, sonst Sachen, die da ein bisschen rumliegen. Also genug geschnurrt, ich will ins Wasser, sonst kommt der Auflandungen, Wind, Scheisse, und dann nervt ich mich wieder. Was kannst du berichten? Ja, es ist sonnig. Relativ kann ich recht warm. Samstagmorgen. Ja gut, sind wir gespannt. Jetzt soll uns ein bisschen etwas liefern hier. Die Wellenmaschine anlassen. So der richtig auf den Knopf drücken. Gegen die letzten Tage, wo es Wind hatte, ist das schon ein bisschen angenehm hier.
Aber das ist noch ein bisschen rar mit Wellen, hä? Ja, so fängst du natürlich. Also mal raus. Nicht, dass man den anderen noch Wellen gönnt. He? Timo ist jetzt schon raus, ich gehe nachher und eventuell gehe ich auf dem Weg zurück vorne beim Pier noch eins kurz raus. Wird nicht grösser sein, aber ich kenne es halt viel besser dort, weil ich viel mehr dort surfe. Manchmal hat es dort so ein bisschen wie ein Säckchen so neben einem Pfeiler, der so ein bisschen konstanter bricht. Ich glaube, ganz schnell schauen. Es ist ja Samstag, ja Zeit. Ja, jetzt... Ja, das wird nicht besser sein davor, aber ich will gleich schnell heute schauen. Ist ja auf dem Rückweg. Das ist auf dem Heimweg. Macht keinen Umweg. Weil am Never know. etwa neben dem Mützli und Gipfeli halt noch dort noch eins schauen. Ja, nicht hier. Ja gut, wir sind beim nächsten Spot, wir kennen nichts. Ah ja, ich kann euch den Seestern zeigen. Hier hat es eine ganze Schokolade. Seht ihr den Seestern hier? Jetzt gibt es zwei nebeneinander. Hier. Ja, man sieht es. Zieht mich jetzt tief durch. Da so einen dran. Jetzt hier, wenn es so ein bisschen durcheinander ist, wenn sie nicht gleichmässig kommen, kann ich mich einfach auch ein bisschen besser orientieren, weil es eben so ein Objekt im Wasser hat. Und das Wasser ist so ein bisschen ruhiger um irgend so ein Obstacle herum. Ich habe es einfach mal lieber. Man sieht hier noch beides. Die einen haben nach wie vor dicke Anzüge und Hoodies zum Teil. Und ich habe ja noch so Booties an. Und dann andere wiederum haben schon Blutscheichen und dünnere. Timo hat einen dünneren Anzug als ich. Dann habe ich einfach halb kalt, das frösteln wir dann nach einer halben Stunde. Ja, das ist jetzt so die Übergangszeit, wo die einen schon nach vorne preschen. Mit Sommerausrüstung oder zumindest Frühlingsausrüstung. Und wir alten Hasen, die noch im Winter overall hocken. Ein Taucheranzug. Da geht man Alben picken an diesen Muscheln, die an den Pfeilern wachsen. Ja, ich würde sagen, ich mache es noch nicht lang. Es ist gerade, als ich rausgepaddelt bin, es war im Moment wieder besser gewesen, aber jetzt bin ich da wieder 20 Minuten am Hocken. Etwas Besseres zu tun daheim. Auto putzen. Dann würde ich sagen, Timo und ich melden uns ein bisschen mit der anderen Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.